zusammensitzen, miteinander lachen, tanzen, singen, handelt auch nicht. Träume können subversiver sein als politische Ideologien, deshalb sind sie für die selbsternannten Realisten so bedrohlich, das schreibt der große Psychoanalytiker Arno Grün. Und bei Goethe lesen wir, den lieb ich, der Unmögliches begehrt. Und der türkische Dichter Nasim Hikmet schreibt, leben wir im Baum, einzeln und frei, brüderlich unter den Bäumen des Waldes, das ist unser Traum. Ja, und ich erlaube mir etwas schüchtern in dieser Reihe erlauchter Geister auch einen Traum. Lassen alle herein. Alle, die fliehen vor Hunger und Mord, und wir lassen keinen allein. Ja, wir nehmen sie auf in unserem Haus, und sie essen von unserem Brot. Und wir singen und sie erzählen von sich, und wir teilen gemeinsam die Not. Und wir weinen das wenige, was wir haben, denn die Armen teilen gern. Und die Reichen sehen traurig zu, denn zu geben ist ihnen meist. Ja, wir teilen und geben vom Überfluss, es geht uns noch viel zu gut. Und was wir bekommen, ist tausendmal mehr. Und es macht uns unendlich Mut. Ihre Kinder werden unsere sein, keine Hautfarbe und kein Zaun. Keine menschenverachtende Ideologie trennt uns von diesem Traum. Vielleicht wird es eng, wir rücken zusammen, versenken die Waffen im Meer. Und wir reden und singen und tanzen und lachen, das Herz ist uns nicht mehr schwer. Denn wir haben es doch immer geahnt und wir wollten es nur nicht wissen. Und was wir im Überfluss haben, das müssen andere schmerzlich vermissen. Ja, wir teilen und geben vom Überfluss, es geht uns so viel zu gut. Und was wir bekommen, ist tausendmal mehr. Und es macht uns unendlich Not. Und die Mörderbanden aller Armeen, Gott gesandt oder Nationalisten, erwärmen sich an unseren Ideen und ahnen, was sie vermissten. Ja, ich weiß, es ist eine kühne Idee und viele werden jetzt hetzen. Ist ja ganz nett, doch viel zu naiv und letztlich nicht umzusetzen. Doch ich bleibe dabei, denn wird ein Traum geträumt von unzähligen Wesen, dann wird an seiner zärtlichen Kraft das Welt